grüß euch, servus, küss die Hand. Es wär Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bahn. Es herzeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vor heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus zupft auf der Gitarre. als Backe spielen wir noch den Wiener Scham. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontrabombe hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hand. Es wär Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bahn. Es herzeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch gut wieder einmal. Montag. Pavlatschen-Time. Jawohl. Weintime, Primetime, 20.15 Uhr. Hier auf dem Kanal der 16er Brüm. Schön, dass alle da seid und ich hoffe, es kommen noch viele, viele dazu. Hoffentlich. Pavlatschen Nummer 266. Da schaut das an. Wahnsinn. Eine stattliche Zahl. Auch Das von kann meiner man Seite sagen. her, grüß euch gut, servus, habe ich die Ehre. Am Anfang wird euch jetzt ein bisschen wahrscheinlich die Urwascheln rausgehauen haben. Hat sich schon wieder umgestellt gehabt, das falsche Mikrofon. Aber jetzt, ich habe das während des Konzertvortrages, des Liedvortrages, Ich hab's mitbekommen. Ja. gleichsam, ohne dass es irgendwer mitgekriegt hat. Dezent. Ich hab's mitgekriegt, aber es war wurscht. Mit einer Hand habe ich das umgestellt. Gratuliere, sehr brav. Heute wieder aus dem Studio Donaufelden. wie So ihr schaut's gesehen aus. habt, ja. Nicht aus der Klause Klaus, aus Batschedau, sondern wieder mal aus unserem wirklichen Studio. Aus dem Studio in Wern, wie man so schön sagt. In Wien, und ich will jetzt sagen, wir dann gar nicht viel lang und breit herumreden, sondern wir lassen gleich den Patrick zur Tat schreiten. Das Kamerakind Patrick ist jetzt, wenn er das richtig halten, wie halten wir es denn? So halten wir es gut, dann ist er jetzt aktiv. Jawohl, ab zum Weinkühlschrank. Jawohl. Wir brauchen einen Stoff, wir brauchen einen Stoff. Gehen wir. Ja. Ui, ein finstes Loch. Dann muss das Licht auftragen, nicht? Ja, schaut aber so. Da ist ja der Weinkühlschrank, der war schon mal voller, muss man auch sagen, war schon mal voller. Naja. Sagen wir, vom Graf Hadi, was? Wösch-Riesling. Jawohl. Ein Wösch, einmalig. Ja. Schaut aber so. Schaut dir was an. So, da war. Einmalig. Jawohl. Einmalig. Ganz großartig. Wunderbar. Ich werde sofort, wer dir da Kamerakind Wösch-Riesling. Klaus übernimmt. Schon ein 24er diesmal. Du kennst den Wöschriesling, gell? Den Ja. haben wir schon getrunken, meine Lieben. Ja, das ist echt sehr gut so. Ich bin heute ganz schlimm, ich schenke mir zuerst das. Schau mal Ja, was an. eigentlich. Das macht man eigentlich nicht, gell? Ah, plätschert golden hier hinein. Jawohl. Trocken ausgebaut, Jahrgang 2024. Für eine weitere Weinbeschreibung ist kein Platz mehr aufgrund der neuen Etiketten. Was müssen wir? Wo so alles drauf ist. Ah ja, genau. Jetzt haben wir was steht bei Zutaten? Lies vor, kann man besser. Zutaten. Trauben. Trauben, Zucker, Kohlendioxid, Stabilisatoren, Metaweinsäure, Säureregulatoren, enthält Zitronensäure, Äpfelsäure. Antioxidantien ist Schwefeldioxid. Also geschwefelt ist auch. Großartig. Also alles das, was früher, also das klingt jetzt nach einer mörderischen Zutatenlisten, gell? Ja, schau aus. Da weiß es einfach das, was du halt reinhaust, nicht? Beim Wein grundsätzlich. Ja, oder selbst entsteht dabei. Frisches Kabe. Ein frisches So Kabe. muss das schon anhängen wieder, oder? Naja, nein, aber ich mir doch, das wird klar sein, bis Ding. Oh ja, macht ja nichts. Aber schau mal eine einmal. Schau mal rein. Dir schmeckt er ja sehr, sehr gut, das weiß ich. Mir schmeckt er auch gut. Welschriesling. Auf euch, meine Lieben. Und auf die Jawohl. Familie Graf, Amadi und dann Lukas. Jawohl. Das Dufterl ist schon herausragend. Na, der ist ja gut.
man es in einen Apfel, in einer Birne In ein reinbeißt. Bier reinbeißt fast ein bisschen. Ja, gell? Ja. Diese Flasche wird uns heute Abend eine leere sein. So schaut's aus. Im Chat ist schon bevor es Kaffee Schau mal, austauschen. ja. Machen wir einen geschwinden Blick in den Chat. Susanne Fabra, Christi Gott, Matthias Mariacher, Momo M, Alexander Hauser, Paul Artmann ist da, Christi Gott, Paul. Ich habe da schon geantwortet auf dein nettes Mail. Wurde auch informiert, kenne mich auch aus, jawohl. Jawohl. Super. Jetzt auf Facebook macht der Paul immer einen guten Morgen-Gruß und stellt es sozusagen unter die übernimmt die Patronanz über jemanden, eine Institution oder sonst was, das er sozusagen als Empfehlung abgibt und am Freitag, glaube ich. Gell, Am Wochenende, Freitag und Samstag. Ja, Glaube ich, wenn ich das recht haben wir die Ehre, dass er uns dort sozusagen protegiert. Super. Ich freue mich. Freue mich sehr. Paul, Dankeschön und ja. Hast du es, wenn du was noch brauchst, meldest dich einfach. Adi Rehberger ist da, grüß dich gut. Alexander Kabach aus Konstanz, Patrick, jawohl. Servus, Bravo, grüß dich gut. Vorarlberg. Der mir für einen Schmäh hat. So, wichtig ist, Adi Rehberger, mir geht's punkto Herz blendend, außer oben alle Zähne gezogen, Urschmerzen, bitte aus Trost spült, wenn es aufs Heimgeh vergisst, bitte. Grüße Nathalie und Adi, ja Wahnsinn, Adi, Herz, bitte. Ist ja wurscht, ganz sagen wir es ehrlich. Das Wichtigste, das mit dem Herz Das ist das Wichtigste, Das ist dass gegangen. die Pumpenrente, der Motor läuft. Das ist wichtig, das ist gut. Und im Prinzip, ja. Und soll der Pappenschloss auch noch was verdienen an dir, ne? Ja, der wird bei mir auch noch verdienen. Ja, da wünschen wir dir alles Gute natürlich. Ja, Wenn du das das Heimgeh Gute. vergisst, aber ein bisschen später spielen wir das sehr gerne. Fritzl Stadtgus, unser Grausenier, ist auch da. Unser Grausenier ist da, wie gesagt. Es hat sich bei mir da was Naja, anderes das- na eingestellt. und? Was das Na ist. und? Aus Mittelhessen, unser Landtag Stromer Markus, Christi Gott. Michael Servus. Unger ist am Start, Manfred Kraft, jawohl. Was haben wir? Franzi, einen schönen Abend in die Runde, Christi Gott. Servus. Raffi aus der Steiermark ist mit dabei, Maba ist da, also wie gesagt, Mittelhessen vollständig. Und die Megapemperten, bald ist wieder soweit, sagt ja, zum Manfred, da gibt es ein Eis. So schaut's aus. Ja, die Mege heute am Abend oder später dann muss weg. Genau. Zur, Die Organisten haben ein Zoom-Meeting. das glaub ich. Oxford, genau, die Oxford-Organisten, Oxford-Organisten. genau. Da haben wir ein Zoom-Meeting. Bist entschuldigt dann. Grüße euch Gott alle miteinander und schöne Grüße aus dem schönen Erlauf. Da ist schon, sagt Hannes Spießleiner, Christi Gott. Servus. Lord Dauer ist am Start, der Ulrich. Bin nicht gleich von Anfang an dabei, das gefreut uns. Das gefreut uns wieder. Das ist leibend, hast Auch die Hette aus der Schweiz ist mit dabei. Servus. Wolfgang Kroatzka, gratuliere zum Durchhaltevermögen. 266 ist ein Wahnsinn. Ich danke dir herzlich, Wolfgang. Ja, eigentlich hast du recht. Ich meine, 266 Folgen, das ist Ich schon. meine, das ist schon eine Nummer, ne? Das ist schon. Das ist nicht 10, 15, Ich mein- nicht 30, ne? Das ist 206, das ist schon was. Nein, Step hat gesagt, 100 und wie wir ein Jahr beieinander. Ein Jahr jeden Tag. 365 oder ein Tag oder ein Jahr. Aber ja, genau, und 52 Wochen. Ja, Aber mit der aber ich Woche meine, was? Ach so, meinst du? 100 aber und wir hätten ein Jahr lang jeden Tag eine eine Sendung Sendung, ja. quasi. Stimmt eh. Mit unseren anderen Sendungen, was wir gemacht haben, haben wir es eh schon. Da kann man schon, ja, 100, was haben wir schon fix? 130 herum. Ja, da haben wir schon mehr. Ein Wahnsinn, eher Wahnsinn. Dank der Wolfgang Roatzka. Und dem Wolfgang grüßen wir auch herzlichst, jawohl, dass wir es unterscheiden können. Susanne Moser ist da, der Barreiter ist da, jawohl. Das ist echt gut, meine Lieben. Auf die nächsten 266. Ja, so schaut's aus. Jawohl. Ja, genau. Haben wir da Silvia Beach, grüß euch alle. Ich bin heute schon mal früher da, ja, große Freude. Endlich, sonst kommst du immer am Schluss schon aufhören. Wollen wir aufhören? Das ist eigentlich schade, nicht? Und dann raunst du immer herum, zu Recht natürlich, und dann spielen wir länger, als wir eigentlich geplant haben, und, ne? Super. Welt, klasse. So, die Daniela Schlegel, unsere Brennchip ist ebenfalls Grüß dich gut. am Start mit dabei. Habe ich irgendwen da vergessen? Nein, ich glaube, Wildcat hat es auch dazu gesehen. Grüß dich Gott, Wildcat. Servus. Ich glaube, sowieso alle. All my stuff, KTM Junkie, nix habe ich alle. Sind da, jawohl. Habe ich schon vergessen? Nein. Ein unzerstörbarer V12 ist das Herzl vom Adi Rehberger. Bravo, Ja. all my stuff. Jawohl.
Wolfgang gesagt, habe ich bei W24 gesehen. Ja. Wo, bei was? W24? W24? Was kann gewesen sein? Das wird von Sierndorf könnte Ah, das das gewesen könnte sein, sein, ja. eventuell, ja. Oder vom Hengel Ja, das kann auch sein. Aber könnte das ja. sein. Was war denn das, Wolfgang? Was ist das? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, was das gewesen sein könnte. Ja. Schau, die Silvia Beach, tut mir leid, werde mich bessern. Bloß nicht. Tu das bloß nicht. So, pass auf, ich rahm das Kabel weg, Rahm und das mir Kabel- eins, das vielleicht passt. Ich nehme einen Schluck. Und dann reißen wir Nummer auf. Reißen wir Nummer auf. Dann reißen wir Hodern auf. Das ist gewaschen Hodern. Es werden heute noch nur Hodern kommen. So, bin falsch. Ganz sicher. Jetzt da drin. Ganz sicher. Wie Aber umgerannt. siehst du, jetzt reden wir durchs Bild auch noch. Ja, ja, Siehst du, aber ja. das ist die Macht der Gewohnheit. Das Studio ist ja schon wieder umgebaut worden hier. Der ist jetzt doch jetzt endgültig noch besser ist, so wahrscheinlich. Also, sagen wir mal, ne? Also, der Krause fühlt sich wohl ein leichter Umbau, der Tisch steht jetzt ein bisschen anders und es schaut aber, es ist auch, ich finde es gemütlicher, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie es jetzt ist. Also generell, die Atmosphäre ist sehr besser geworden, muss ich wirklich sagen. Ja, gefällt mir. Ja, gell? Ich glaube auch. Eine kleine, also ich kann das schon kurz herzeigen. Warte Du mal. kannst nicht sagen. Ich kann es Gut, kurz das herzeigen. aussteht. Kamerakind. Glas? Glas, zack, zack. So, das ist der Blick von uns aus jetzt da. So, ne? Da ist der Patrick, da bin ich und da ist jetzt der Tisch, der ist so neben dem Klavier gestanden und jetzt steht aber so schräg einer. Sieht man das da so? Und da, ja, so. So wie, Ja, ich du, weiß nicht, ob man das da sieht. so wie du miteinander fuchtelst mit Ja, der aber was- Kamera, ist eine Kameraführung, wenn alles seekrank. So wie gelernt in Hollywood. So wie gelernt in Hollywood. Bei den Größen grüßen. Patrick, gib den Finger. Wildcat, 5 €. 5 Euro like a peer character doing a classic mic drop. Wildcat, danke dir herzlichst. Auf dich und unsere Dankeschön. Vinophilen, einzigen Vinophilen weltweit. Nymphen sind Vinophilen Nymphensittich. Großartig. Sunny und Mutzi, sehr zum Wohl auf euch. Dankeschön. die klingen heute. Der Ja, schmeckt nein, sehr machen gut. können die Grafen. Der schmeckt, Der mir macht schmeckt ja das sehr gut. Mir schmeckt das sehr gut. Ich kann es nur so sagen. So, der Lot. Auffassen. Auffassen, würde ich sagen, jawohl. Also, Jetzt müssen wir uns ja schon gewöhnen, nicht? An einen militärischen Jargon. Nicht? Jetzt wo Europa, jetzt wo Europa aufrüstet und was Europa auf den Frieden scheißt, nicht? Und sozusagen sagt, nein, wir aufrüsten. Ja. Wird aufgefasst, wie es ist gehört. Stramm. Ich bin mir glaubt, genau gegen die hat man sich eigentlich gewehrt. Gell? Ich habe das auch gedacht eigentlich. Oder? Es ist schon eigenartig. Aber der Nächste ist der Runde, der zu seinen Geschroppen sagt, wenn irgendwann in der Schule eine flaggt und sagt, erst Gewalt ist keine Lösung, dem gehört auch gleich eine die Goschen kann. Das tut mir leid. Du Das ist nicht- kannst nichts machen. Ja, was willst du machen? Aber ja, du, gehört dazu. Gehört dazu zum, weiß ich nicht, zur Entwicklung der Menschheit wahrscheinlich. Schauen wir mal, was Machen wir es aber schon länger nicht gespielt. Was denn? Fangen wir an mit was von mir. Die Susanne Faberotz ist nämlich gekommen. was denn? Machen wir die Heidelfrau? Ja, Fangen wir das ist an eine mit Idee. der- Fangen wir an mit der Häselfrau. Hoppa! Sie kennen alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerberl rein. Ja, bei der Zenzi hört er gerne. Mein Schatzerl ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gilt, das Schürzel blau, mit Zinsi, aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewerben. Duftente, Hacke und Kohl, sie hat's gern. Fröhlich tut sie die Häseln putzen, man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat mir was ins Kerberl rein. Ja, bei der Zinzi kehrt man gerne. Auf geht's, Häsel! Die Hände in die Höhe! Was glaubt ihr?
Friedhof in Stadtlau, die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit Sing, aus Stadtlau. Muss mir Hohnung stehen. Jawohl, hoch die Häselfrau, mein Lieber. Ein aussterbender Beruf. Oder wann er nicht schon aus... Nein, es gibt schon. Ja, ein paar es gibt schon. ein paar gibt's schon. Es gibt eigentlich Jetzt gibt es wieder mehr eigentlich fast. Ja, ist aber ist richtig, ja. Ich mache Lokalen und so. Ja, Jetzt musst du für das auch Geld nehmen müssen, weil wir müssen schauen, dass wir das machen, ne? Was Davis ist. Sehr in Ordnung, sehr in Ordnung. Sehr wohl, bravo. Heute schmeckt es mir. Ja, erst mir schmeckt es an. Ja. Achso, ich darf eh. Sehr gut. So, passt auf, was soll ich da stehen? An Alexander Hauser dürfen wir nicht vergessen, nächstes Mal beim Taschel, dass wir den Wein mitnehmen. Nächste Woche, ja. Unbedingt. The Channel formerly known. Sehr zum Wohl. The Channel formerly known. Wer bist du? Sogar Kanalmitglied. Aber wer bist du? Das ist ein neuer Name. Das ist ein neuer Name, aber sogar Kanalmitglied. The Channel formerly known. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl, aber unter dem Namen kenne ich die nicht. Weltklasse. Manfred Kraft ist da, apropos W24, da schon her, heißt dort eine Sendereihe mit der sympathischen Moderation Petra Rubin und dem bekannten Kabarettisten Christoph Felbel. Am 20. und 22. waren die beiden unterwegs im Seniorenheim Haus Hohe Warte, anlässlich des dort gerade stattfindenden Frühlingsfestes, bei welchem ich als Unterhaltungsmusik engagiert war. Die sind, müsst seine schauen. W24. Gibt es im Internet. W24. W24. Also W für Wien. Ja, genau. Ja, gerade für einen Papel meinen Eintritt zahlt. Über PayPal, Papel. Silvia Beach, bravo. Bravo Eintritt, das gefreut mich. Danke dir. Danke. Ossi Oswald ist da aus Vorarlberg. Grüß dich Gott auf die Nacht heute einmal. Ja, heute einmal am Abend dabei. Super. Einmalig. Immer wieder schön anzuhören, sagt der Barreiter, danke schön. Jawohl. In der Lugner City gibt es noch eine. Wirklich, da gibt es eine Heiselfrau in der Lugner City. Ja, deswegen fahre ich auch nicht hin. Ganz ehrlich. Ja. Sehr gut. Da Nur wegen der Heiselfrau zum in die Lugner City fahren ist jetzt auch Fahrt, nicht? Ja. Ja. Aber weil sagt, pass auf, weil das jetzt kommen wir als Pensionistenheim oder Seniorenwohnheim oder wie man dann immer sagt, da haben wir ein Lied im Repertoire, das wir uns einstudiert haben, und heute würden wir eine Premiere davon geben. Das hat nichts mit Seniorenheim zu tun, aber eigentlich schon. Fragst du den alten Werner im Versorgungsheim. Das kommt drinnen vor, ja. Im Versorgungsheim. Da war früher noch gesagt, Versorgungsheim. Meine erste Erinnerung war meine Großmutter väterlicherseits, die ist aber gestorben, da war ich glaube 4 Jahre. Und die war auch die letzte Zeit, ich weiß nicht wie lange, in einem Versorgungsheim. Versorgungsheim. Versorgung. Ja, ich meine, weil das war nicht so, weil Geld hat es ja gehabt oder was. Das war jetzt nicht weil ich glaube, Versorgungsheim war, das war eigentlich eher die Armen. Für die Armen, ne? Ja. Da muss ich in Versorgung. Ne? Aber das ist, war so auf, ich bin gestorben, das war 4. Sagen wir es mal 4, das heißt, ich bin seit 1979. Und das ist natürlich mit einem Pflegeheim oder Altersheim von heute nicht zu vergleichen. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal mitgegangen und ich kann mich wirklich erinnern, das Erste, was mich fertig gemacht hat, da war man noch nicht einmal bei der Tür drinnen, war der Gestank. Oder ich sag's einmal, der Geruch. Für mich war es ja der Gestank, aber es war einfach dieser Gestank. Und dann, das war so ein Zimmer mit 8 Leuten oder was. Ne? Ja, fast so wie es halt war. So richtig, ja, aber also keine Einzelwohnungen und Appartement. Nein, das war so, was der und dann 79 das war nicht nett und freundlich eingerichtet, aber dieser Stabboden, dieser... Wenn ich in Haas-Herbert besuchen gehe, im 23. draußen, das ist wie ein Hotel. Ne? Das ja, gut. Nein, das war dort kein Hotel. Das ist ein Hotel eigentlich. Das war kein Hotel. Also ich danke den Herrgott, dass mein Vater im Pflegeheim, wie er noch war, die letzten paar Wochen seines Lebens,
dass das zumindest vom Umfeld ja was ganz was anderes war. Aber das hat sich mir eingebrannt. Also da hat sich schon was da, hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Ja. Das ist nicht immer so, aber das war für mich eines der ersten Erinnerungen, die ich eigentlich habe. Klar, nicht? War ja ein junger Bursch. Nicht? Und damals habe ich die Erinnerungen ja behalten, nicht? Weil man hat ja nicht gesoffen sozusagen. Nicht? Das hat man als Kind ja nicht getan. Hm? Ja. Jawohl, Silver Beach. Ist der Georg Scheurer auch da? Nein, glaube ich, der ist noch nicht da. Der wird noch bei der Kartenpartie sein, glaube ich fast. Er wird noch in Tarokanien sein, aber wird Ja. sicher noch zustoßen. So, und deswegen, und wie gesagt, also weil jetzt im besten Sinne aber ein Lied Karl Hodener Karl Hodener, Text und Musik. Karl und Hodener, Musik. Ja. Aus einem Jahr weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Wann also jetzt war auch nicht das auswendig, erst? aber ich glaube auf der ersten Platte. Ich bin mir jetzt nicht sicher mit der Uschi, ich glaube auf der ersten Platte ist das nämlich drauf, Ja. nicht auf der zweiten. Sogar auf der ersten drauf. Ja. Der Titel des Liedes ist Bin der Deppert. Glaubst du, mir fällt jetzt ein Titel ein? Uns fehlt ein kleines Garten. Das ist die Nummer. genau. Wieso kann man so, wie kann man Ja, ja, so pass einen, auf. so ein Brett haben, weißt du, momentan? Ich habe das nicht ins Messer laufen lassen, sondern ich habe selber nachgedacht. Ich mir doch, der schaut auch so nach. Das ist unglaublich. Uns fällt ein kleines Gatterl, draußen im Liebhardstal, also gleichzeitig auch ein Ottergringer Lied. Ja. Liebhardstal ist ja sozusagen dann in Ottergring, dort wo wir aufgewachsen sind. Also wir sind nicht im Liebhardstal aufgewachsen, aber du Aber von der einen Seite, ich von der anderen Von der Seite vom ja. Liebhardstal Ja, weg. gell? genau. Wo quasi dann der alte Ort, also alte Ottergring, die Zehnermarie, Stippert, wo wir jetzt spielen, das ist dann quasi der Der alte Auslauf Ort von und von des dort Liebhardsdals, ja. geht es auf, gerade auf, dann Wilhelminenberg und zwar durchs Liebhardstal. Das ist also der Bockkeller vom Wiener Volksliedwerk ist im Liebhardstal, quasi in der Öffnung. Du machst ja Liebhardsdaler Liebhardsdaler Bockkeller. Bockkeller, ganz genau. Und das haben wir uns einstudiert, holt sich das an und gebt uns bitte Feedback, wie man so schön sagt, wie es euch taugt. Uns fällt ein kleines Gatterl. Das durch die Wiener Stadt heute alles rasen tut, das ist längst bekannt an jedem ganzen Ort. Und die viel besungene Wiener Gemütlichkeit findet man heute nimmer unter die Leid. Fragst an alten Wiener im Versorgungsheim, was für diesen Zustand wohl der Grund könnte sein. Schaut er lang die an, nickt er freundlich zu und sagt, der Grund dafür ist einer nur. Uns fehlt ein kleines Gatterl, draus im Liebhardstal, schöne Blumen drin, dazu ein Hähnerstall. Dort, wo früher die alten Häuser gestanden sind, dort schauen uns heute überall Fabriken an. Uns fehlt ein Herz, das füreinander schlagen tut, wenn einer alt ist, dass man nicht verjagen tut, dass nicht nervös wird bei einem lauten Kindergeschrei. Dann wird's in Wien erst wieder gemütlich sein. Uns fehlt ein Herz, das füreinander schlagen tut, wenn einer alt ist, dass man nicht verjagen tut, dass nicht nervös werden bei einem lauten Kindergeschrei. Dann wird's in Wien erst wieder gemütlich sein. Jawohl. Bravo, Karli.
Eine super Nummer, finde ich. Also, Ich finde auch bei euch, was ihr sagt. das ist, Bin wirklich neugierig, was ihr dazu sagt, weil, ja, endlich eine. Der Ackerl ist da! Servus, grüß dich gut. Jawohl. Daniel Schläger sagt, ich hätte diesmal auch einen Liederwunsch. Die Rußlungen, weil sich meine Lunge gerade genauso anhört. Jesus, nein. Gottes Willen. Ja, ich hoffe, du bist in Gesundung auf jeden Fall. Ich hoffe, du bist in Gesundung. Die Gansel haut vor dir, sagt er, das ist in der Fasten. Und das in der Fastenzeit. Ja. Bravo. Iron Acker, voll dabei, voll dabei. Die Achtel von einer. Achteln von einer, ja, gespritzte sich auch und so, Spritzerglaseln sicher, jawohl. Ah, die Rehberger Mann da. Alte Zeit, der Text, ein wahres Wort für Seelenbäume. Ja. Richtig schön, sagt Alexander Kabach, dank der Schiheti hat eine die Achteln. Hotzenplotz, sagt sehr schön, bravo Hotzenplotz. Habe ich zunächst was von Entrüstung verstanden. Entrüstung? Entrüstung? Nein, keine Empörung, nur Beruhigung. Peter Brachtl hat sich dazu gesellt, Christi Gott. Wundervoll, sagt der Ossi Oswald. Franz Ehm hat die Achtleine. Wie kann man das Lied ohne Kapperl singen, oder heißt es jetzt doch anders? Das Lied ohne Kapperl? Was meinst du jetzt? Steh auf der Leitung. Ich stehe jetzt ja auf der Leitung. Steh Aber auf der ganz, Leitung. aber wirklich. Das Lied. Weil Jazz weiß keins. Jazz-Kapperl haben wir keins. Das ist ja kein Jazz. Das war kein Jazz. Oder hast du das gemeint? Was ist das? Das Lied könnte ruhig länger sein. Ja, das stimmt, das habe ich mir schon gedacht. Ja, aber das ist nicht länger. Zur Lebzeit, ja, die kurzen sind nicht länger. Und der Das ist so, Hose ja. gesagt immer, gell? Oder der Schaffergurt. Schaffergürtel, die Kursen sind nicht Die kurzen länger. sind nicht länger. Der Hodler, es ist nicht länger. Das habe ich damals schon gesagt, wie er es live gespielt hat. Der Karl. Da ist jetzt so eine schöne Nummer und eigentlich schon Und schon aus wieder. Dass das wieder aus, Wieder aus, ja. ja. Der Barreiter sagt eine ganz tolle Premiere. Ich danke dir herzlichst. So, und jetzt, wenn wir beim Wodiner sind, Trinke ich auch Schluckerl. genau wie vergessen, vor lauter Gier. Geh, tu mal gleich. Bitte, ich tue da. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon beim Wodiner sind, machen wir eine Werbung. Unbezahlte, aber besonders nicht. Das Wiener Liedmagazin, die Zeitschrift für Musikbegeisterte. Wiener Liedmagazin. Ja. Ja. Wiener Liedmagazin, das gibt es. Ihr müsst eigentlich nur, wer sowas haben möchte. Da findet man immer wieder Artikel, Rückblicke, Vorausschauen und so weiter auf Veranstaltungen. Aber was das absolut Wichtigste dabei ist, es gibt immer einen Veranstaltungskalender. Ja. Umfangreich. Also sehr, sehr viele Künstler, so auch die 16er Buben, geben dort kund. Wo sie auftreten, wann sie auftreten. Genau, oder? also für ein ganzes, wie sagt man? Quartal. Für ein Quartal, Quartal, kann man sagen. Quartal sagt man. Ja, ich schaue noch gerade, ob die 16 beim Rutgersteirer. Wiener Konzert beim Heurigen Wechsel sind wir Holger Stipper, zum Beispiel am Mittwoch, 2. April. Ja, So. Und da gibt es eben Andenken an Karl Hode, das ist um 90er. Und was mich persönlich wahnsinnig gefreut hat, auch, ich meine, das heißt jetzt nicht Andenken, aber, Na, so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Ne? aber das sogar auf der gleichen Seite wie das Andenken an Karl Hodener, Klaus Steurer, 50 Jahre im Klang des Wiener Liedes. Sieht man das gescheit? Nein, so wahrscheinlich nicht. So nicht, ne? Die Blinger Reborn, da geht's eh. Ja, man kann sie nicht lesen eigentlich nicht. Aber für was? Ich muss jetzt kurz das Kamerakind Klaus einschalten. Was geht Oder schon? geht's eh? Ja, aber ich halte sie nur her. Dass Passt. Ja, passt. Da, Klaus Steurer, 50 Jahre im Klang des Widerliedes. Fröhlich heiteres Gesicht, das war, als ich zum Auftritt beim Otteringer Kirtag stolziert bin. Und da, Patrick Rutger hat es geschrieben. Patrick Rutger, das war fast. Nicht zum 50er, nicht wahr? Nicht wahr? Da muss ja ein bisschen was geschrieben sein, nicht wahr? Nicht wahr? Ekel war, ne? Und da, ja. Das ist da. Und zwar war das eine Überraschung, also ich habe es nicht gewusst, deswegen hat es der Patrick geschrieben, weil normal schreibe ich die Artikel bei uns. Aber es kommt im nächsten Magazin auch ein Artikel von mir. Der kommt von dir über die Harmonika. Nicht? Über die Harmonika. Also nicht vom Erich, glaube ich, ist das mal schon drinnen oder kommt auch beim nächsten Mal? Ich habe mir so nicht Über angeschaut. die Schrammelharmonika. Und beim nächsten Mal kommt dann ein Artikel über die Schrammelharmonika von mir. Drinnen, ja. Ich schaue da Kontakt, genau. www.radio-wienerlied zusammengeschrieben. radiowienerlied.at. Das ist die Homepage und dort kann man diese Zeitung, kostet ein Nasenraum, ich weiß nicht, was kostet im Jahr. Weißt du das?
Auswendig weiß ich es jetzt Also auch die 4 nicht. Zeitungen, aber es ist ja mehr Unterstützung. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was kostet. Wie da irgendwo steht. Nicht viel. Ich weiß es nicht auswendig. Ne, wirklich, es ist lächerlicher Betrag. Aber man hat wirklich die, also vor allem in Wien daheim ist natürlich auch für alle anderen, klar. aber speziell natürlich für die Wiener, weil dann hast du echt original Leimand Gleichspieltermine. Und wenn du sagst, erst im so und so Fütten gibt es wo eine Musik, brauchst du nur nachschauen. Und du hast ein Künstlerverzeichnis selber auch. Mit allen aktiven Künstlern des Wiener Liedes. Das ist aber nur einmal im Jahr kommt das. Das ist nur Raus, einmal im Jahr, Einmal im Jahr, ja. Ich glaube am Jahresbeginn. Jahresbeginn, ja. Oder wie auch immer, ja. Also so ist es auf jeden Fall, ja. Eine Empfehlung, radiowienerlied.at. Der Manfred Kraft schreibt schon 30 Euro pro Jahr. Ja, genau. Ja. Auf Seite 7 der Ackerl wie früher in der Krone. Oh ja, das ist aber da vorne irgendwo. Weißt du, auf Seite 7 ist der Gradinger Fredel. Der Freddy? Mit Michael Berfler. Jawohl. Jawohl. Also immer wieder Artikel, es ist ganz leibend und es ist, macht die Marion Zieb, die auch der Radio Wiener Lied macht, wie man hören konnte. Und ja, also das wollen wir als kleine Empfehlung durchaus kundtun. Genau. Wiener Lied Magazin und im Aktuellen mit einem überraschenden Artikel. Ist leibend. Ich muss aber schließen, ich habe noch gar nicht gelesen. Zum Wohle. Klaus, Zum Wohle. auf dich einmal, nicht wahr? Jawohl, danke schön. Auf euch jetzt einmal. Ja, am 18. April ist soweit, aber 18. April mit 50er, falls man wer einen Bagger schenken will, steht Bis zur 18. Verfügung. habt ihr Zeit, nicht? Der Karfreitag, der Karfreitag. Eine harte Zeit, harte Zeit. Jetzt hat sich das dumm. Schau, Wolfsbecker, du TV ist da. Jawohl. Servus, grüß dich gut. Gehst du miteinander, sagt er. Ja. Ja, ich glaube auch Manfred Kraft, das ist sicher schon über 50 Jahre alt, das Lied. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist auf der ersten Platte, der zweiten, die war Anfang der 70er Jahre, ja. Ja. Bei uns fällt ein kleines Kartel, heißt ja. Weißt du was? Ich schau kurz einmal nach, vielleicht. Vielleicht. Da schau her, der Wolfgang hat schon nachgeschaut. Druckausgabe Österreich und Europa oder als PDF. Kannst du nachschauen, Patrick? Ja. Für 30 Euro. Druckausgabe als außerhalb Österreichs für 40 Euro. Entschuldigung. 1974, meine Lieben. 1974. 1974 ist er verlegt wurde das 1974 bei der Gretel Rubesch Musikverlag noch. Genau. Ja, Rubesch. Der Rubato Musikverlag. Rubato. Später jetzt ist es der Weltmusikverlag, in dem ist das aufgegangen. Ja, ja. Weltmusikverlag. Mein Gott, da haben wir schon viel Spaß gehabt mit Weltmusik. Auch von mir ist eine Nummer im Weltmusikverlag verlegt. Und zwar das Lied Ich will durch kleine Gassen gehen. Ja. Kennt kein Mensch, aber ist aber verlegt im Weltmusikverlag. Ja. Haben wir Sehr viel Udo Jürgens ist sehr viel verlegt beim die ganzen, Weltmusik. sehr viele dieser die ganzen Hörwege, wo der Tommy Hörweger den Text geschrieben genau, hat, nämlich. Genau. Die sind im Weltmusikverlag. Ja. Udo Jürgens, ja. Ja. Ja, das ist für mich. Wissen wenige. Also, das ist Also interessant. der Harry, gell? Der Harald Lacke, der Harald Lacke Lacke. ist Harry. Ja, ja, der Harald. Falls er zuschauen sollte oder nachschauen, servus Harry. Servus. Wirklich, also wir haben schon viel Spaß gehabt miteinander. Schmidt-Hansl. Beim Schmiedhansel legendäre Nächte verbracht Ja, hat oft. mit Harry. Schmidt-Hansl. Auch, ja. Das war aber Unter zum Beispiel anderem, jetzt ja. noch so eine Zeit, da hat man sie kennengelernt, tatsächlich bei einer Musik, beim Wein. Also das war Schmidt-Hansl, war leider, muss man sagen, das Nachtkonzertcafé von Wien im 18. Bezirk, Ja, in der Schulgassen. Und dort, das hat bis 4 Uhr offen Offen gehabt, ja. gehabt. Genau. und zwar immer. Also das war, da ist, wenn keine Leute waren, ist trotzdem. Bis Trotzdem bis 4 4 Uhr Uhr war offen, offen. ja. Und bis 3 Uhr war Musik. Ja. Und da sind sehr viele Künstler, früher mal, das war, muss ich sagen, auch vor uns. Wie wir aktiv waren, hat es das noch ein bisschen gegeben. Das war also nur mit, ja, aber früher war das richtig üppig, sind vor allem die Musiker, die aus Grinzing kommen, also die ganzen im 19. gespielt haben, sind nach dem Spielen dann beim Schmidt-Hansl noch eingekehrt. Und alle, weil es nicht weit ist, natürlich von der Volksoper. Volksoper waren Volksoper natürlich waren auch auch, dafür. waren auch viel da, ja. Wenn er wie wir dort gespielt haben, es Waren immer noch Heinz welche da, Reinke, war da, glaube ich, noch irgendwie ja. nicht. Dann einige, der Schneiderkasten. Der Hellberg war auch da einmal. Hellberg war da. Hellberg war da. Der Taschner Peppi, wie hat der Kassen, der Schneider? Der, Taschner? Nein.
Pepino Teuschler. Täuschler. Ja, Teuschler Pepino, der Pepino. Ja. Der hat alle eingekleidet, was Der ein hat alle Schneider. in Rudi Luxe die schönsten Hemden gemacht. Ich bin leidenswert gewesen. Ja, Wahnsinn, ja. Unglaublich leibend. Der Iron Ark hat es missverstanden. Statt Gartel hat er Kaperl verstanden. Es Alter! fehlt ein kleines Kaperl, draußen im Lieferstall. Ich habe auch ein mutiger Text, den ich fast sagen, ja. Uns fehlt ein kleines Kaperl, draußen im Lieferstall. Ein kleines Kaperl. Schöne Bläberl drin, dazu ein Herrlerstück. Ja, das wird nicht recht. Der Wolfgang sagt, 1974 hat mich das Bundesheer gewählt. Jesus, nein. Na, 74 war ich noch im großen Ich auch noch. Genpool unterwegs. Ein Jahr später rausgekupft. Die Silvia Pitschmann muss sagen, mag nie ein Mitglied wo sein, aber spende immer. Ja, aber da ist man eh nicht Mitglied, da bei diesem Wiener Lied. Nein, das ist nur quasi ein Abo, das man abonniert, die Wiener Das Lied-Zeitung. ist- Ich glaube, das ist kein... Ja, das ist ja Das ist Abo. kein- Ja. Das Wiener Lied Magazin erreicht Aber laut früher Webseite gab es knapp noch, ich 1000 habe ihn noch Wiener aufgekommen, Liedfreunde, den Mitgliedsausweis, wenn du beim Verein dabei warst. Ja. Ich habe den noch handschriftlich ausgefüllt Ja, genau. von Walter Heider damals. Da Noch hat's aber ohne, geheißen, Autos, die- ohne Professor noch Walter Heider gewesen. Habe ich mir aufgekommen, das Katerl. Ja. So lange bin ich da schon dabei. Na, relativ am Anfang, ja, 30 Jahre, Ja. wurde ich da schon Mitglied damals. Durch den Aber- Fritzi auch schon, ja. muss ich ja sagen. Ne? Aber das ist heute kein Verein mehr. Also das ist heute keine Nein. Mitgliedschaft mehr. Keine Mitgliedschaft mehr. Nein. Das war früher, das hat aber Kassen, der liebe Augustin oder so. Ja. Und man hat das dann, weil dann die Obdachlosenzeitung, der Augustin, aufgekommen ist, hat man dann aus dem Augustin gemacht, das Wiener Lied-Magazin. Und diejenigen, die das betrieben haben, leben nicht mehr und irgendwann hat das dann eben die Marion, der Erich Zieb und die Marion Zieb, haben das übernommen, quasi ja. übernommen und haben der Gerd Greisinger nach wie vor da Immer sehr sehr federführend engagiert, ja. tätig. Und die haben gesagt, wir wollen das da halten, weil es gibt halt im Wiener Lied gibt es ja doch viele Leute, die jetzt ein höheres Alter haben und nicht unbedingt internetaffin sind oder auch sein wollen. Und wir wollen seine Druckausgabe einfach beibehalten. Weiter beibehalten, ja. Und das ist jetzt eben ja, das ist also ganz normales Abo. Ganz normales Abo. Erreicht laut Webseite knapp 1000 Wiener Liedfreunde, sagt die Mege. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wolfsberg und Burtour TV, Wahnsinn. Der Pepino Teuschler hat mir einen Hochzeitsanzug gemacht. Wahnsinn! Geschieden wurde ich trotzdem. Wisst, wenn ich gespielt hat da auch nichts geholfen. Ne? Ja. Der Teuschler, Pepe, na, der war oft da im Pepino. Schmiedhans. Oft, ja. Und da haben wir gedacht, wow, das war super, weil ja, jeder hat vom Pepino einen Anzug, Gilet, die Hemden. Und da haben wir gedacht, soll ich auch mal fragen? Und wir gedacht, ich habe kein Geld. Ich frage nicht einmal. Ich habe kein Geld. Und dann ist er ja schon relativ bald von uns gegangen. Ja. Dann ist er auch schon, ja. Die Ette sagt, 1974 einmal hat es bei uns in Dornbach morgens um 5 Uhr an der Tür geläutet. Draußen stand leicht schwankend der Horst Gmähler und fragte, ob er uns einen Kaffee gibt. Er kam vom Schmied Hansl. Die hast du mir schon mal erzählt, die Geschichte. Ja. Weltklasse. Ich meine, Weltklasse. Wahrscheinlich im Moment gar nicht so, aber die Geschichte ist dann Die Geschichte super. ist super. Weißt du? Ich denke mir das oft, wenn da so Sachen passieren, denkst du, scheiße, bist verärgert. Oder irgendwie, und dann im Nachhinein denkst du, eigentlich eine leibende Geschichte. Eigentlich war es leibend, ja. Das war schon wieder wert, ne? Das war schon wieder wert. Wie wir da alle da Heinz Reinke haben wir getroffen, hast du das schon erwähnt? Der Heinz Reinke habe ich schon genau. gesagt, ja. Gerhard Brunner war Stammgast bei uns. Brunner war Stammgast. Das ist eine große Das war Freude. wirklich eine große Freude, ja. Der Brunner als Stammgast war eigentlich eine große Ehre und Freude, weil der nämlich keine Wienerlieder mögen hat eigentlich. Nein, gar nicht. Und da hat er wirklich gesagt, Wienerlied ist nicht so seins, aber mir gefällt es mir. Mir gefällt's mir, ja. Mir gefällt das, was ihr macht. Ja. Ja, da war ich im Fußball aktiv. Beim Club der Freunde des Nationalteams. Da hatte ich dann als Sportjournalistin Draht zu ihm. Daheim war er in Stotzing auf meiner Hausstrecke. Ja, Leiband Wolf. Naja, gut, Wolf Biker tut ich nicht falsch verstehen, aber ich denke mir, ja, du bist ja auch kein wirklicher Junghupfer mehr. Das ist natürlich logisch, dass du da. Und vor allem, ja klar, die Sportzeit. Das waren ja alles dort Fußball. Der Fußball war dort Narische, sowieso, ja, da ist ja tausend eingegangen, der Hansi selber und auch der alte Schmied Hansl Fußball begeistert. Dann war er gewesen. oft bei uns die Wolf wird das was sagen, der Samwald war oft bei uns. Der Samba war da. Torwart. Ja, der Torwart. Nicht Wunderteam nicht. Nein, aber halt aus der später, alten später. Fußballzeit.
Dann wird der Domänental. Der Domänental, der Willi. Ja, der war auch oft. Da haben wir, glaube ich, bei ihm sogar gespielt. War aber kein Geburtstag. Gut, die waren am Marischplatz da auch. Das ist Ja, auch die waren eine oft Geschichte, bei uns. die waren oft bei uns. Karl Decker war bei uns. Mir das Karl Decker war oft. Mir hat das nie was gesagt, weil ich kein Fußballer bin. Ich hab das, Was ich nicht. das Aber mein Vater war Fußballerfan, meine Onkel und der Onkel Norbert und so und alle dadurch, Großvater, nicht? Und dadurch kannte ich diese Namen. Da durfte ich da als junger Bub dann wirklich kennenlernen. Gut, den Sandwald habe ich schon länger kennt. Ja. Nicht? Durch den Papa sozusagen. Nicht? Ja, waren alle recht gesellige, trinkfreudige Herren. Kann man sagen, ja. Also Sportler hast du ja nicht angesehen. Nimmer mehr, ja. Gut, die waren auch schon im gesetzten Alter. Der Domänental Willi, der war ja überhaupt schon weit über, der war schon über 80 damals. Ja, aber die haben schon. damals Fußball gespielt in der Pause, haben sie sich Ski gezogen. Die haben das Skibackel in die Stutzen Zum Teil. drin gehabt. Ja. Zum Teil, ja. Dass man es mit hat, nicht? Weil in der Pause zahlt sich nicht aus in die Garderobe rein. Der schneidet das mal geschwind eine. Nein, vor allem, wenn es mit schon abpfiffen ist, dass man gleich eine hat. Aber Ja. Ja, Weltklasse, Weltklasse. So, Freunde, aus jetzt der Ruheslungen für unsere Prinzipess Jawohl. Daniela Schlögel. Vier Vielen und ein Backel Chick, das ist meine Ration. Durch Obstler, Wodka, Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt voll nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich einfach in der Früh. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich einfach in der Früh. Mit einer Ruheslunge, Bötzunge, Schädel wieder zu. Mond, Weh und Husten und eine heilige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, aber es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtel Schlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtel Schlieberwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen, ist das der ärgste Joch? Ich komm darauf, ihr füll es auf, behindert er meinen Blutkreislauf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Mit einer Ruheslunge, Bötzzunge, Schädel wieder zu. Mond, Weh und Husten und eine heilige Frisur. Mir schlecht und ich schwitz, als war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtel Schlierwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtel Schlierwitz. Alles liebe Daniela, einfach so. Schön, dass du das gewünscht hast, gefreut mich. Ich kann gar nicht so husten Ja, komm, jetzt nicht einmal ausspeien. Geht schon wieder. Ja, noch jemanden einen Fußballer mal kennengelernt, der in den USA dann berühmt Ja, ist das nicht? Ja gut, eine Legende. Eine wirkliche Legende, ne? Eine Wie er vorgefahren ist. Legende, mit der Corvette. Mit der Corvette vorgefahren ist zum Schmidhasel. Gleich quer beim Gehsteig vor dem Schmidhasel Dieblemis gepackt hat. Jawohl. Einmalig. Der große und einmalige Kicker, Rapidler war er. Also, oder? Ich glaube schon. Also, er war ein Nationalteam, war er Rapidler. Ich glaube, er war Rapidler. Das wird jetzt auch gleich der Wolf sagen. Und Wolf zwar wird das gleich wissen. Der glaube auch, Wolf weiß eh schon, wer es ist. Super Bowl-Gewinner, dort hat er immer noch gekickt. Einmalig. Also, Ja. ja. Erst, Ich glaube, mir fällt der Name nicht ein. Nein, das ist wie mit Dieter. den haben wir gleich. Ich bin nicht deppert. Den haben wir gleich, das gibt's ja nicht. Na, sowas. Die hast du aber noch gewusst. Ja, Der hat mich ja, angefangen ja. zum Reden. Ich hab mir das noch so hingearbeitet. Das, ja. Gibt eh noch einen Super Bowl-Ring. Zweifacher Super Bowl. Mein Vater hat sagen, der Erstbuger. Naja, aber das liegt auf dazu, weil wir jetzt so viele Namen gesagt haben. Aber er wird uns gleich einfallen. Wenn er nicht vorher noch euch einfällt. Toni Fritsch. Fritsch, Toni. Da wolltest du gleich unter die Fahne. Na klar. Der Fritsch Toni. Der Fritsch Toni ist gekommen. Mit dem haben wir ein paar Räusche ausgezahlt, Bist du das war nicht ohne. Eine Legende. Toni Fritsch ist gekommen mit der Corvette. Die Corvette, also hat in Amerika gelebt und hat, wenn er nach Österreich gekommen ist für ein paar Wochen,
hat seine Freundin, hat er die Korvette mitgenommen. Hat also die Korvette einfliegen lassen nach Österreich und ist dann da mit der Korvette gefahren. Mit der Korvette, sagt man das, nicht so wurscht, ja. Und auf jeden Fall ein scheißlicher lauter Sportwagen. Und So sportlich war der, aber es war naja, schon Sportwagen halt. Ne? Das, und dann hat er sich eingepackt, wirklich über den Gehsteig, hat sich hingestellt. Hat er gesagt, der Strafzettel ist mir wurscht. Anschleppen tanzen wir es nicht, weil erstens stehe ich so deppert, dass er nicht gescheit anschleppen kann. Und zwischen zweitens, die Schüler drinnen, ja. genau immer gestern genau vom Schmiedhansel auf der I. und zweitens traut sich keiner anschleppen. In Friedstein ist ein KW, traut sich keiner anschleppen. Heute hätte er ihn auftraten, aber damals ist es gegangen und wirklich war. Also nicht einmal oft ein Strafzettel Nein. gehabt. Man hat ja durchkommen können. Und um die Uhrzeit ist er gar nicht mehr mit einem Kinderwagen gefahren. Ne? Das ist richtig, ja. Nein, mit dem, also wirklich, also ein Theaterclub mit dem, ein Theaterclub. Legende. Und da ist einer gekommen, war immer im Steakhouse vis-à-vis von der Stadthalle. Ja, genau. Ja, ob es am Ich gehört glaub, hat, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, aber es könnte sein. Beteiligt kann schon sein. Der Wembleton, sagt der Franz Wembleton, immer richtig. genau. Und War Rapidler ursprünglich war er. Rapidler. Ja. Ja. Siehst du, das habe ich noch gewusst. Ne? Der Name ist mir auf die Gare ausgefallen. Patrick, willkommen im Club. Jawohl, Wolfgang, danke. Passiert schon öfters, ne? Wie ich unlängst auch gepostet habe, ich bin in die Kugel gegangen, vor allem alle Schlagertexte und alle Texte aus den 60er, 70er, 80er Jahren, aber ich weiß nicht mehr, warum ich in die Kugel gegangen bin. Ja. Na, Wahnsinn. Ja. Ein Wahnsinn. Ja. Also auf jeden Fall der Daniela unbedingt gute Besserung. Alles die Gute, Influenza alles Gute. zugeschlagen, na bravo. Haben wir wieder braucht. Früher haben sich die großen Hodiner und alle Wienerlied-Sänger Richtung Kongressbad, links die Straße. Richtung Kongressbad. Naja, gut, du meinst dann auf, so ins St. Leiten auf. Es kommt davon von welcher Seite du jetzt kommst, Richtung Kongressbad, links die Straße. Weil wenn ich links komme auf St. Leiten, dort schon gehen wir in Rad und so weiter, und da hat es auch Heilige gegeben, ein paar. Ich weiß jetzt nicht, so die Wiener Sänger und dann und oben zu Herrn Neues, weiß ich, es wird immer wieder Lokale geben haben. Verschiedene. Aber der Schmiedhansl war eben eines dieser legendärsten in diese Richtung, sagen wir es mal so. Ja. Schau, schönen guten Abend. Endlich schaffe ich es wieder mal. Grüße an alle Hochhofener Freunde. Hoch auf Servus! Da wird am Start. Du musst der Schnack ausstessen gekriegt haben. Wie wir in Linz waren, im Bratwurstglöckerl. Wir haben natürlich sofort, wie wir da engagiert waren, sind, haben wir gesagt, du, ich brauche die Daten nicht wegen Werbung machen und so, weil wir haben ein paar aus Linz und Umgebung, die da sicher kamen. Und dann haben sie gesagt, nein, mach keine Werbung, weil sie waren in 2 Stunden, in 2 Tagen. In 2 Tagen ausverkauft sozusagen. Ja. Das war so ein Sportverein dort und so weiter, die das gemacht haben. Wir kommen aber sicher wieder dorthin. Ganz und sicher. würden uns dann freuen, wenn es nicht dabei seid. Ja. Weil der Wirt rechts beim Kongress war. Ja, kann schon sein, dass dort natürlich Wirt war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur von Erzählungen auch noch von ganz Dings früher, wie der Hodiner angefangen hat, der hat in der Akropolis auch gespielt. Ja. Ja, da ist die Kiewerei drinnen. Das war ein Lokal, das hat nie eine Konzession gehabt. Ja. Keine wirkliche. Sagen wir so. Und da gibt es diese berühmte Geschichte. Der Vater vom Joshi gehabt damals. Ja, genau. Und da ist der Josch eigentlich aufgewachsen, ist ein Freund von uns, auch ja. schon gestorben, aber der dort auf. Da gibt es die legendäre Geschichte, da ist der Hodiner groß geworden eigentlich in dieser Akropolis. Das ist ein Lokal gewesen, das ist heute die Polizei bei der Wattgasse, Ottringer Straße, die Ecken. Das ist auf der einen Ecke, also nicht Ecken, aber so vis-à-vis schräg, ist das Café Ritter, das legendäre, wo auch der Ernst Happel Stammgast war. Damals berühmter Fußballer, wer das nicht kennt. Und, also Fußballtrainer vor allem. Und Zuerst Fußball und dann Trainer. Als genau. Trainer ist er dann wirklich bekannt. Da ist er dann wirklich berühmt gewesen. Nationalteam und so, nicht? Erfolgreich. Und da war dann immer der, wo heute ist, ein Neubau und da ist In die Deutschland auch Kiewerei in drinnen. Hamburg alles, ist so nicht? gewesen, nicht? Der Ja, hat ja, er hergekriegt da oben. Naja, Das sind gute Geschichten. Käme nicht aus mit dem Fußball so recht. Aber, und dort war die Akropolis, und dort ist der Hodiner groß. Und da gab es die berühmte Geschichte, ob sie wahr ist, wissen wir nicht, aber wenn nicht, dann ist sie gut erfunden. Da ist der Stammgast war natürlich auch der damalige Polizeipräsident, der Holobeck. Der wurde berühmt mit der Aussage, wie es ein Geiselnehmer, glaube ich, hat es da gegeben. Und der ist nicht rausgekommen und dann ist der Präsident angerückt. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, ein Geiselnehmer war es. Und der hat gesagt,
der hat reingerufen zu ihm, ich bin's, der Präsident. Ja. Komm raus. Das waren noch Typen. Weißt Ja, du? und der ist wirklich rausgekommen. Ich habe aufgegeben und ist rausgekommen. Ich glaube, es war, oder hat er sich verschanzt, aber irgendwas war. Und da ist der Polizeipräsident angerückt und gesagt, komm raus, erst, ich bin's, der Präsident. Das ist eine legendäre Geschichte. Und in der Akropolis, das waren so Logen, habe ich mir sagen lassen, waren nicht dort. Das Haus ist angerissen worden. Lang vor unserer Zeit, lange nein, vor unserer also Zeit. das Das Haus ist nicht. Akropolis, glaube ich, wo die Akropolis war, das ist schon Das glaube ich nicht, weil es war lang. vorher auch schon ein altes Haus. Ja schon, aber ich glaube, das ist so lang schon. Naja, so lang, aber da hat ich nicht. Nein, so etwa. Das war schon ein altes Haus. Das Anfang Haus der wird schon noch 70er gestimmt haben. Ne? 70er Jahre, das geht Naja, in die das Haus, 60er Jahre. ja, aber da tät das Haus heute noch Ja. stehen. Das Neue meine jetzt da nicht. Das Neue, ich weiß schon, was du meinst. Nein, das war sicher, das Haus wird schon noch Aber die gewesen Akropolis sein. hat es nicht mehr Ja, die hat schon lange nicht mehr gegeben. Die hat schon lange nicht mehr gegeben. Und das war kein Lokal mehr. Da war die ÖVP Otterkring war drin. Weiß ich noch. Ja, richtig. Die ÖVP Otterkring war in dem Haus. Richtig. Aber ich weiß nicht, was sonst noch. Und jetzt ist Neubau und da ist die Polizei. Polizeiwache in Otterkring ist dort. Und auf jeden Fall, also sitzt in einer Nebenloge sitzt ein von Interpol gesuchter Einbrecher. Und diese Akropolis war eine Art Leo. Nicht? Also dort waren wir sicher, da waren wir safe. Und der Holobeck hat gezahlt und seine Frau und zieht seinen Mantel an und geht zu der anderen Loge, zu diesem Einbrecher und sagt, alles dann, heute kenne ich dich nicht, aber morgen suche ich dich wieder. Servus. Ja, genau solche Geschichten. Und ich kann mir es vorstellen, dass das wahr ist. Ich kann mir es wirklich vorstellen, dass es wahr ist. Und da ist mir dann eingefallen, da gibt es diesen Film, oder diese Filmreihe sogar mit dem Keanu Reeves, wie heißt denn das da, wo er so ein Killer spielt. Weiß ja auch nicht mehr. Ich merkt mir ja gar keine Namen mehr, das ist ja Wahnsinn. Und da gibt es auch so ein Hotel, was quasi das Leo ist, für alle Verbrecher Ja. und alle, da darf keinen anderen was tun oder irgendwas. So ist mir das vorgekommen dann. So, wenn der Hansel zum Singen angefangen hat, war ich sehr, muss ich niesen, war ich sehr schnell wolken. Die Judy Austria. Ja, du hast ihn noch kennengelernt. Ich habe den Hansel nicht mehr kennengelernt. Nein. Nur einen Jungen. Nur den Hansi habe ich kennengelernt, ja. Der Geiselnehmer war Ex-Polizist, weiß man nicht mehr genau. Das kann dann sein. Ich bin's der Präsident, das kann nicht sein. In Schwächert hat er ein Flugzeug besetzt. Das war, ja, wie gesagt, die Geschichte genau weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß auch, dass diese Geschichte existiert. Oder Ja, einfach, ja, genau. Weil das war dann auch in Nachrichten, wahrscheinlich wie er gestorben ist oder keine Ahnung. Und da habe ich noch gehört, wie das war. Ich bin's, der Präsident. Weißt, das waren halt schon noch Typen, weißt du, ich stehe auf so Typen, weißt, das ist schön. Absolut, machen wir gleich alle drei. Ja, das passt gut jetzt. Und die Neberfahne und die Judenhane und die Zitronenrese, alle drei. Die sind in Stadt gegangen und wollen einen Kugel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle drei. Die sind in Stadt gegangen und wollen einen Kugel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle drei. Und der Stravanzer Hansi und der Granatenfranzi und der Gilet-Wickerl, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Hasel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Hasel fangen. Dabei sind's nicht gegangen, alle drei. Der Grammatanzer Schani und die Togotenani und der Rinnegel, alle drei. Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind's Meier gegangen, alle drei.
Die sind zum Hingegangen und wollen einen Gogen fangen. Dabei sind's mehr gegangen, alle drei. Eine haben wir noch. Und die Krawattentonne. Und die Hefenfrone. Und ein Spinatpferdl, alle drei. Die haben im letzten Sommer die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Jawohl. Alle drei. Dann haben wir schon. In John Wick, nein, ja, der Film genau, Wolfgang. Der Schuhbirsch war das. Der Manfred Graf sagt auch, der Schuhbirsch, Nähedli und der Schandl. Das waren 3 Ausbrecher damals. Super. Geniale Geschichte. Der Schuhbirsch. Silvia Beach singt mit. Bravo, dank der Schön. John Wick. Das Continental Hotel, genau. Wall Street Court. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja. Ja genau, der Ernst Habel, der hat mit dem Ritter durch die HTL finanziert, der derogierte gern, aber nicht gut. Aber nicht gut, ja, das habe ich von Film gehört. Ja. Von den Altspatzen, die dort waren, ja. Patrick unterhalte die Leute, ich muss ein Stück höher, es nutzt nichts. Bitte, ist überhaupt kein Problem. Ich bin gleich wieder da. Nein, das muss ich mir auch, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Ich bin gleich wieder da, Freunde. Aber wirklich so, im Café Rita haben wir uns ja sowieso viel aufgehalten in unserer Jugendzeit und auch in unserer frühen Erwachsenenzeit, nicht? Vor allem in Klausi habe ich dort getroffen, eigentlich zu den ersten Besprechungen, was wir gehabt haben vor 30 Jahren. Ne? Haben wir uns treffen wollten und so. Eigentlich hätten wir ja beide studieren wollen, also ich war ja noch in der HTL. Und der Klausi hat ja das Studium eigentlich angestrebt gehabt. Und dann, aber er saß meistens im Café Rita vormittags, so ab 9 hat man ihn eigentlich dort angetroffen und nicht daheim. Also, wie er immer sagt, der Klausi, da hat er nicht unrecht, da hast du ihm sogar Karten schicken können dort. Ne? Die kam zum Herrn Steirer, zum Klausi natürlich dort. Und da war Vormittag, was überhaupt lustig, da waren nämlich die Pensionistenpartien, in Kartenspielen, die haben nicht nur tarogiert, aber Schnapspartien waren immer, ein Partie, nicht und so weiter, verschiedene Präferenztrums und so weiter. Und da gab es auch immer so Damenrunden, wobei waren die meistens am Nachmittag. Da auch köstlich dort gewesen. Also es war Café Rita, leider zu, muss ich sagen. Ewig schade um das gute Café Rita. Ich habe dort auch Erlebnisse gehabt, also unglaublich viel Zeit dort verbracht, im Rita. Schöne Zeit, schöne Zeit. Ja, was macht der Student wieder? Klausi war nicht, man geht ins Kaffeehaus, was die da denn sonst machen. Er hat die Unterlagen mitgehabt zum Studieren auch. Vergessen. Das Latiner war da auch mitgehabt, das Bierchen mitgehabt. Das ist schon genau. So römisches Recht hat er mitgehabt, Bierchen. Naja, so, nachdem er dort aber auch noch einen anderen getroffen hat, sind wir nicht wirklich eigentlich mit studientechnischen Dingen beschäftigt gewesen. Ne? Wir haben uns mehr am Schmähführen eigentlich beteiligt. Ne? Schmähführen ist mein Stimmwort. Im Café Rita. Ich habe gerade ein bisschen erzählt. Ne? Vormittag die Kartenpartie, nicht? Präferenz tun, Schnaps tun, am Nachmittag die Damenpartie. Ne? Damenpartie war legendär. Du warst Stammpartie, die 3 Damen. Die passt wirklich in Loriot rein. Ja. Alle in pastellfarbenen Kostümen. Nein, und dieser Filzhut, super. aber alle den exakt gleichen Filzhut, aber jeder in einer anderen Farbe. Und ein bisschen anders hat der Pastell. Schuh. Nein, das war exakt der gleiche. Ganz gleich war er, glaube ich. Oh ja, der Pastell grün, Pastell blau, Pastell rosa. Ja. Und haben Flieder. Was ich eigentlich gesagt habe, aber schöner Violett. Ja. Das ist Flieder und nicht Violett. Ja, kann mich noch erinnern. Flieder und dann. Und die haben immer in Kölner schikaniert, die haben immer geschimpft in Kölner. Der war arm. Der hat es aber schon zum Nehmen gewusst. Ja, der hat schon. So. Silvia, du kannst ja Bier trinken allein, das macht gar nichts. Aber ich bin sicher, du wirst Biertrinker mit dabei haben. Glaube ich da in der auch, Runde ist schon ja, da was. glaube ja. Na schau, Landtagsstürmer Markus ist schon dabei. Silvia mit Bierkringel. Aller Patrick ohne Klausinger, ich bin schon da. Oliver Grün, jawohl.
Jawohl. So, schaut ums Café Rita, ja. Ja, ist ja so, ja. Mit Mamschi noch dort sind wir Operettenabend, ja. Wir haben tatsächlich auch das letzte Mal, dass ich dort, wo wir gespielt haben. Haben wir gespielt, Ja. ja. Da haben wir gespielt mit dem auch schon leider verstorbenen Peter, siehst heute haben wir es mit den Haben wir es mit den Namen, ja. na, wie heißt er? Peter Steinbach. Steinbach. Mit Steinbach, Peter. Ja, super. Ehemalig, auch ein Urgestein der Wiener Musik und war Und auch Kiewerer, war Urgestein, Hundeführer. Ja, War ein Hundeführer. Ausbilder und so weiter. Und mit dabei auch, der teilweise gelesen, der legendäre, großartige, auch wo der Name ist sicher, Ferry Kovarik. Der Kovarik Ferry. Weltklasse der Hemd, ein weißes Hemd. Und da hat er sich aufgedrucken lassen auf das Hemd vorne auf der Brust. Also so, dass mit der Knopfleiste exakt passt alles. Ist Otterkringer Wappen. Das ist ja legendär. Ferry ist wirklich eine Legende, der Ferry. Ja. Ferry Kovarik. Habe ich Bücher. Ja. In einem kommen wir nämlich sogar vor. Ja, stimmt. Ja. Soll ich schauen, ob ich das da habe? Sogar, ob du das findest, weiß ich jetzt nicht. Ja, warte mal, ich muss das schon über umgraben. Ne? Ja, eben, das ist das Problem. Weißt du, wenn ich umramme, ich finde ein Jahr gar nichts. Darum ramme ich mir nur alle 10 Jahre um. Das ist furchtbar. Aber du hast relativ wenig Bücher, muss ich sagen. Naja, gut. Die, was ich habe. Naja, meine Bücher sind einmal in der Klause. Meine Bücher sind in der Klause. Wenn du dann schau an CDs und LPs und so weiter nachschauen, ui, dann wird es überhaupt ganz haarig. Es hat alles eine Ordnung, obwohl es keine Ordnung hat. Also, das ist meine Ordnung nämlich. Ich finde das mit Angriff alles. Wehe, es kommt jemand und nimmt der LP aus und stellt es auf die andere Seite zurück. Ich find das, ich bringe das komplette System durcheinander. Mit einem Griff findet das, ja. Aber der Griff dauert eine Dreiviertelstunde. Nein. Da bitte habe ich gefunden. Weil ich habe diese Wiener Sachen nicht da. Ich habe also, meine Bibliothek steht ja in der Klause. Klar, Nicht ist hier. aber klar. Da sogar. Den 16er Buben zur freundlichen Erinnerung, herzlichst Ferry 2009. Da steht 2009, 2020. 2019, 2020 wird das Nein, heißen. 2009 und 2020, weil ich sage, steht da hier. 20.09.2020. Ach so. Also, Naja, dann soll er gescheit schreiben. 20. September 2020. So, jetzt schau ich noch, ob ich das leicht finde. 2000. Naja, ist da gestanden. Oh je, schmack aus. Nein, ob ich das finde. So auf die Gare ist schwierig jetzt. Nein. Aber es muss da drinnen sein. Es war im letzten Bierchen. Im letzten drinnen, ja genau. Naja, was soll man machen? Das steht da nicht drin, aber vielleicht, wenn ich so langsam durchbladel, weil ich glaube, es ist ein Büdel auch drin. Glaube ich. Bin mir aber auch nicht sicher. Naja, was spielen wir denn, Patrick? Ich weiß nicht, ob ich das finde. Wo spielen wir denn? Da fällt mir schon was ein. Einen Schatz finde ich da. Aber war das in dem Buch oder in einem anderen? Nein, das war im Neigersten, im 20er. Das muss im Neichen, in dem drinnen sein. Das muss da drin sein, gell? Ja. Ich glaube auch. Sagen aus Ottingen, wahrscheinlich da irgendwo. Was spielen wir, Patrick? Überlegt er dabei, was Ich wir hab spielen? schon. Ich weiß es schon. Haben wir in Otterkring gesehen. Dort, wo mir weh schon zu weit geht, die kleinen Häuser stehen so lieb und schön als längst vergangene Zeit. Dort, wo vertreibt aus den Garten, als süßes Lieder klingt und Geigen singt zur Wiener Gemütlichkeit. Wo jeder Drase Klick findet, in höherer Sterne noch der Mond still oft und Postum gesungen wird, wo man ein Wendel trinkt, da sind das Herz springt, und wer der Madel die gegsöliche Luft, wo die Mitzi und der Fische Franz in grünen Garten dudeln runde Wiener Tanz. Und die Schrammen spülen so voller Schneid, den zarten Schmutzertanz der guten alten Zeit. Dort draußen in Otterkring lebt noch
Wien. Und der Handel, der uns von Alten ist als Erbte blieb. Dort lebt noch die Gemütlichkeit, und dort geht's dem Leid. Dort klingt der Wernerlied so süß und voller Einigkeit, wo's Weindl sölig macht und still das Glück dir lacht, wo du an Lieder lauscht, das uns der Schramme Hans hat gemacht. Dort, wo man nicht vergisst, dass er ein Werner ist, das schöne Stück Gold wie heißt Otterkring, jawohl. Hat doch der Otterkringer mal Spaß jetzt da genau rein. Absolut. Habe ich mich selber überholt heute beim Spielen? Ne? Das ist ein Wahnsinn. Ja, mein Gott, naja. Was schneller dran. Was haben wir da? Wie immer gesagt, das haben große Wiener Liedsänger konnten das auch der Gierkurti machen. Ich habe gesagt, Kurti, lass mich ausspielen. Nicht? Oder ich Kruschel, wenn ich gespielt habe, Kurti, lass uns ausspielen. Ja, das oft, ja. Hat das oft gemacht. Gierkurtl, das größte Glück. Ihm zu Ehren. Eine der Paradennummern vom Gierkurtl. Wie schön, ja, das klingt gut. Wie schön war's, wenn auf der Welt nur die Liebe wohnte. Das wär ein feines, das wär ein schönes Leben. Wenn alle sich wie die Täberln recht gern haben möcht, kennst denn was Schönes, kennst denn was Besseres gehen. Ja, da tät alles singen und lachen und blaschen von recht liebe Sachen. Da lebt die Freude, da gibt's keinen Streit. Ja, das war heute eine herrliche Zeit. Wenn unser lieber Herrgott ein Herzl hat gegeben, das Loch und das Wand und das Lied. Der Sulz ist nur recht fein in ein Glaskastenlein, das nicht bricht und das Hermione verdient. Doch manchen hat unser Herrgott recht traurig bedacht, hat er mein Herz so hart wie das Eisen geht. Der findet auch keine rechte Freude, weil das Glück ihm nicht lacht, das unser Leben zauberisch macht und schön. Ja, der hat halt für die Liebe kein Verständnis und er weiß nicht, was Glück ohne Ende ist. Wie höher das klingt, wie froh alles singt, wenn die Liebe ihm ins Herz springt. Wem unser lieber Herrgott ein Herzl hat gegeben, das lacht und das weint und das liebt. Der Sulz ist nur recht fein in ein Glaskastenlein, das nicht bricht und das Hermione nicht verdient. Franz Paul Fiebrich, das größte Glück. Ein leichten Allergieschub, glaube ich. Ja, Das Niesen, aber es macht gar nichts. Wenn wir schon beim Herrgott sind, die wir gleich- Meterweinsäure wahrscheinlich. Das kann sein, der Wein. Trinken ist kein Wein, dann haben sie keine Allergie, nicht? Und Niesen lieber Wein. Er trinkt kein Wein.
Das kann kein Wiener sein. Habe ich schon die Noten? Habe ich schon. Ja, habe ich auch schon, ja. Na, der Herrgott nicht will, gehen wir gleich drauf. Haben wir schon Herrgott gesagt? Ja, wenn wir schon dabei sind. Okay, das müssen wir üben, müssen wir üben. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist heute im Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Jeder Mensch hofft und jeder Mensch strebt und viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt alles Denken? Es gibt nur den Schluss, es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. So was immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal und, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, denk, es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer, warum. Das Leben hat mir eine Einsicht geschenkt. Es kommt immer anders, als man es sich denkt. Darum soll man nie sagen, ich muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du halte still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick. Beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders oft sein über Nacht? Das Ende wird immer von oben gemacht. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, schau, das war nix. So was immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal um, einmal und, einmal Freude und einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei schon stumm, sag, es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herrgott weiß immer, warum. Ja, genau so ist es. Jetzt. Schöne Nummer. Regnet tut's. Ja. Regnet tut's. Der Regen ist da, nicht? Sei nicht dumm, bleib schon stumm. Bleib schon So stumm, heißt es, glaube ich. Das ist mir nicht gefallen. Ja. Ich meine, nicht Folge ist so viel. Das Lied schicke ich meine Eltern in den Himmel, unbedingt. Bravo Silvia. Ja. Oder nicht, aber die meisten Zähneschmerzen. Die Rehberger erst. Ja, Wahnsinn. Ja. Ernst Arnold, sagt der Manfred Kraft. Richtig, richtig. Ja. Die Judy, die nimmt es einfach raus. Das wird er machen, wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Die sind schon heraus, nicht beim Ja, die oberen, Die oberen, ja. Ja. Einmalig. Manfred Kraft sagt Fiebrich, genau, richtig, ja. Und Ernst Arnold. Genau. Ja. Oder, nein, Fiebrich war der. Na, Fiebrich war das größte Das Glück. war das größte Glück. Ich bin schon wieder ganz woanders. Wolfsberg und die Frau hat auch die Achtel eine, genauso wie der Fretzel Startgast der Manfred Kraft. Und Hochhofen, Afferland. Einmalig. So, Dankeschön. ich nehme einen Schluck und dann hätte ich gesagt, ja. machen wir
wie es ja fast schon üblich ist, an Medley Deluxe. Deluxe. Ein Deluxe fangen wir an. Ein Klausi-Mausi-Medley. Ein Klausi, Mausi, Patrick überhaupt Medley. Ja. Eigenleben. Oben ist alles gerissen, wenn er Wahnsinn. Ja. Ja, da muss man durch, ja. Ja. Ein gutes Tripfel. Das ist gut. Altfranzösisch ist ohne Zint. Wieblinger Broscheine, dann geht schon wieder. Hat's nicht gemacht, sind bis 10 Adi. Dann passt alles. Ja, freilich. Ja, Natürlich. Ja, sicher. Mir steht auch noch einiges bevorher. Ja, schon wieder. Nein, ich kriege ja bald. Ein Implantat. Ich kriege bald das Implantat. Was ist denn das? Wann kriege ich das? Ich glaube sogar noch im März, Ende März. Ja genau, kurz bevor ich feiern gehe. Am 15. kriege ich das Implantat ein, aber die hat mir schon gesagt, saufen kann ich. Das ist kein Ende Thema. März gehen wir feiern. Nein, feiern Ende April. Dann kriegst du noch im April vielleicht. Kriegst du das erst im April. Das kann auch sein. Oder, ja. Das Spülen, ja. Da spielen wir da nicht vielleicht an dem Ja, Tag. nein, es ist ein Montag, eine Pavlatschen, wo es eine gibt. Ein Pavlatschen ist ja. Ich werde es mitkriegen. Und das ist verrückt. Was müssen wir... Mit was fangen wir denn an? Mit was fangen wir an? Das ist eine gute Frage. Ich fange mal an. Fangen wir an. Ich fange mal an. Ich hab einen Weingarten am Pisabee. Ich bin dort gern der Michael dort stehen. Ich schau den Rind dort beim Boxen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Pisabee. Dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pisabee. Das Fleckerl das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfallwein. Weingarten am Pisabee. Das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfallwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfallwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist der mächtig,
manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Babo descendo a boba. Von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Ich sitz in einem Weingarten unter am Baum, weil zwischen die Rebstück für ihn mit der Hand. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün. Dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein. Darunter sitz ich und trinke ein Flascherl Wein. Die Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander. Ein Frankieferl kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, als war ich noch ein kleines Kind. Dann kann man auch heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Vom Wendelbüro schau ich offen zum Mond. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen, ein Liedl mir vor. Beim Herrgott bedanke ich mich für die Natur. Dann hol ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trinke mein letztes, wirklich letztes, für heute Flascherl Wein.
ganz woanders. Ist der nicht ein F, glaubst du? Ist der ein Gustav? Eindeutig. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit der Gruber und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heute nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen. Na, und schau, kaum waren die Hände und die Fleischler waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oder so hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat, dass der Läusl nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achterl rennen so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lampada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, na der Tisch spricht zusammen. Ein Gstuhler Bube, ja, Wahnsinn, was sie da aufspielt. Ja, es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Weil da fällt der Läusl noch dazu. So ist er gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusl sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusl seine war die allerschönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. Der Läusl haben wir noch reingehauen, ja. Ja, die Judy gemeint hat, das Keilen und der Kaiser Mühlblues, ne, das hat überhaupt gar nichts miteinander. Das ist einfach nur, es fängt der Boss an. Das ist nicht einmal die gleiche Melodie, gar nichts. Ja. Keine gleiche Figur. Weil das, ich weiß gar nicht, wie der geht. Oder, das ist den. Oder wie geht das? Und beim Kaiser Mühl ist dumm. Dum, dum, dum. Es geht in die andere Richtung sogar. Dum, dum. Es geht ganz alles möglich. Das Ganze. Ja, es ist ganz. Aber es ist oft, es ist ja nicht die einzige Nummer, die wirklich bekannt ist, das Kaisermann Blues, wo einfach der Boss anfängt sozusagen. Und es ist viel Glauben, oder viel sagen, super, der Kaisermann Blues. Dann, also die halt das Keiler nicht kennen, glauben, der Kaisermann Blues, und das hat nicht einmal im Ansatz, außer dass halt der Boss anfängt. Ja, genau. Aber es hat weder Melodie noch sonst was. Es hat lediglich ein bisschen so eine ähnliche, nennen wir es einmal so eine ähnliche Aura, nicht? Eine ähnliche Atmosphäre. Die Atmosphäre ist gleich, fast. Ja, genau, die Atmosphäre, aber das war es aber schon eigentlich. Ja, genau. Mehr ist, da ist wirklich, das ist halt oft so. Aber da gibt es oft so Lieder,
wo man sagt, ja, das klingt wie das und das und nein, eigentlich. Eigentlich nicht, Ja, nein. es klingt tatsächlich. Ja, aber es ist aber nicht so. Das ist nicht einmal im Ansatz gleich. Ja. Nicht Muss einmal man im schlucken? Ansatz. Nicht einen Schluck. Ui, Ui. Schon genug geschluckt bei mir, nicht wahr? Dass du auch noch schlucken hast, nicht Ja, wahr? okay, gib mir auch noch einen Schluck, einen Schluck. No. Ja, mir ist nicht da, was soll man... Nicht so für mich ein, da rauch ich mich ein. Frei nach Reinhard Fendrich. Nein, nicht nach ihm, sondern das ist ein Lied, das hat ein Lied geschrieben dazu. Nicht jetzt rein nach ihm, sondern Kriegt man nur eine Klage wieder. das war ein Liedzitat. Verdreht, ne? Jetzt auf mich, rauche ich mich. Auf seiner ersten Platten, wo die Zweierbeziehung drauf ist. Eine gute Scheibe. Gute Scheibe, ja. Ja. Lasst's mir in Ruhe, ich finde nichts dabei. Ja, das ist es so. Das ist so. Ich habe noch gar nicht darauf hingewiesen, meine lieben Freunde. Sehr zum Wohle einmal. Sehr zum Wohl, Patrick. Ich muss einblenden in Schmattes den großen Hinweis. Seid so gut. Seid so gut, haut was einen Hut, wenn euch die Musik taugt. so. Kleine Beträge, große Beträge, alles ist herzlich willkommen. Wir machen das alles gratis und es bleibt auch dabei. Kostenlos. Der wie man so schön Content sagt. bleibt kostenlos. Für alle Hat's sichtbar, jawohl. Aber hat es nicht, dass man ein bisschen an Schmattes haben, einen Obolus, wie man so schön sagt. Das geht natürlich über PayPal, das geht über eine Überweisung. In der Videobeschreibung findest du dann alle Inhalte. Das geht auch zum Beispiel, indem man, wo habe ich es denn jetzt? Indem man Kanalmitglied wird. 4,99 € kostet das im Monat. Kann man jederzeit natürlich aussteigen. Das würde bedeuten, im Monat werden wir eingeladen. Auf jeder Achtel, nicht? Beim Raschler, Jawohl. sozusagen. Nicht? Woanders geht es ja auch nicht aus, aber ja. Beim Radar auch geschrieben, jawohl, bravo, Manfred Kraft. Sonst behauptet am Ende noch einer, du hättest beim Radar auch geschrieben. Einmalig. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, uns zu fördern, meine Lieben, und zwar zumindest ein bisschen, was der Wolf hat uns da aufgeklärt, dass das dann immer nur nach einer gewissen Zeit wieder geht, aber trotzdem, seid so lieb, wenn ihr auf Amazon ohnehin bestellt, dann steigt auch über diesen Link ein, über den 16er Link oder über irgendein Produkt, was bei uns in der Videobeschreibung drinnen steht. Ihr müsst es auch gar nicht kaufen oder jetzt in unserem Shop da reinschauen, sondern es reicht, wenn ihr mit dem Link einsteigt und zumindest das erste Mal kriegen wir, egal was ihr kauft, vollkommen wurscht, kriegen wir eine Provision. Also im Idealfall, wenn ihr natürlich was Teures kauft, war es super, wenn es dann einsteigt mit dem Link. Kauft sich ein Auto oder sowas. Das wäre super. Das geht das auch, glaubst du? Amazon, ich glaube nicht. Das glaube ich nicht, nein. Aber ja, ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall, wenn es einen ordentlichen Kauf tätigt, steigt es ein. Über unseren Link kostet euch nichts mehr. Wir kriegen einfach nur von Amazon eine Vermittlungsgebühr, weil quasi, wenn es über unseren Link reinkommt, dann sagen sie, aha, ihr seid vermittelt worden von uns. Genau, um das geht's. Und genau um das. Ja. Also das ist auch eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es was kostet. Na, ist das nicht leibend? Ja. Ja, wir haben halt nur 12 Töne, alles gut. Ja, aber trotzdem, es ist halt der Kaiser, aber es ist wirklich, man ist verleitet dazu zu glauben, Ist aber das ist der Kaiser, das gar nicht, also wirklich nicht einmal irgendwie. Man kommt da gar nicht hin, rein harmonisch, Nein, aber es stimmt wirklich, es hat so einen Klang. Dum, 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 ist was ganz anderes. Dum, 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 dum. Das ist ganz anders. Das eine geht auf, das andere geht runter. Aber es hat diese gleiche, wie ich es halt nenne, jetzt Atmosphäre. die Atmosphäre ist sehr ähnlich. Sehr ähnlich. ist einfach Sagen wir, sehr sie ist ähnlich. Ja, genau. Weil auch der gleiche Rhythmus vielleicht, ja, das Ja. ist auch nicht unwesentlich. Ja. Das ist komplett der gleiche Rhythmus, ganz andere Töne, aber es fängt der Bass an und dadurch hat man diesen Zugang einfach. Ja. Das ist es so. Carlos Martinez, das ist ja wieder allerhand sensationell. Mannigfaltiges Servus. Bravo, Carlos. Bravo. Sehr schön. Franz Ehmer, deine Läusel, der Siegfried, jawohl. Der Erdäpfelsalat. Christian Buschel ist da und sagt, danke für den Erhalt unserer Kultur, sehr schön gespielt. Christian Buschel, ich danke dir. Dankeschön. Danke. Von der Birgit Fuchs haben wir beste Grüße, kriegen wir vom Wolfgang. Jawohl, danke schön. Beste Grüße, natürlich Retour. Ganz liebe Grüße. Ein Lego Technik Ferrari SE24 F1 gibt es auf Amazon. Ja, Wolfgang. Warte mal, Wolfgang. Was dann kaufst bei Amazon, bitte steig über unseren Link ein. Jawohl. Auch in der Videobeschreibung natürlich aufzufinden. So viel zum Auto, weißt du? Ja, genau, stimmt, ja, wegen einem Auto.
Ja, da geht sich auch Instrumente kaufen, so. Alles möglich. Martin, Computer. Martin Gitarren um 30.000 Euro und so. Ja, alles gibt es. Gibt's alles, also. Steigt sie im Idealfall wirklich dann. Der Wolf hat das so erklärt, das ist quasi, wenn du immer mit dem einsteigst, Kriegst du es nur beim ersten kriegst du es nur oder beim ersten Mal. und dann braucht es eine Zeit lang wieder, dass es dann wieder wieder, geht ja, oder ja, sowas. ja. Ja, so irgendwie, ja. Die tat das schon ein bisschen so ausfuchsen, aber ja, so genau, da haben wir es jetzt auch wieder nicht ausbaldobern, die Geschichte. Eine Möglichkeit mehr, die einfach nicht viel Aufwand ist, um das geht's. Ja. Spült einmal, trinken wir noch eine Flasche Wein, musikalische Grüße, Christian Buschel. Oh, meine. Ich würde sagen, machen wir Potpourri. Machen wir das Einser Potpourri. Da Machen wir das es eins eine. einfach. Ja, mit meiner Einleitung. Ne? Was schreibt die Judy? Was? Nein, das Original, der von Ferrari, den wird es dort nicht geben, glaube ich. Aber wenn, Judy, warte mal, wenn es ein Original Ferrari dort gibt und du erwirbst ihn, sei so gut. Es reicht eigentlich, dann vergesst den Link alle, weil das reicht, wenn die Judy einmal über unseren Link einsteigt und sie dann einen Original Ferrari auf Amazon kauft. Das reicht eigentlich. Na ja, nicht lang. Naja, ich glaube schon, das schon. Das schon, ja. Ja, wie fängt das an? Es wird schon werden, Patrick, es wird schon werden, nix ist schon. Ich bin heute Wiener, ich kann nix dafür, ich brauch nur um selig zu sein. Zwei Fiedeln, ein Klampfen, ein Mauer, Klavier, ein Glasl für heurigen Wein. Da wär ich wie warisch, ganz urlaub und narrisch, bei sowas da bin ich ja grein. 10 Schilling für Schrammen und morgen friss wir Kramen, das kann nur ein Wiener verstehen. Drum trinken wir noch eine Flasche Wein, heul oder ho. Das muss ja nicht das Letzte sein, Gott bewahre, heul oder ho. Und dieses Gar gibt's kein Genieren, heul oder ho. Da müssen wir noch eins repetieren, ja noch eins repetieren. Für meine Freunde und Bekannten und Verwandten sind die größten Tschecheranten. Ja, aber wir sind so bekannt, wir machen gewiss sehr keine Chance, denn wir fallen nicht aus dem Rahmen. Wir haben seit vielen über den Gaumen und dazu ringt der klassische Mehl. Weil wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, das wissen sie. Weil wir sind heute Lichtenbader, trinken gerne ein Glasl Wein oder 2 oder 3, an die Gasen gute Zahlen. Ja, aber Gräbe, da muss es sein. So ein Tripfel kennt keine Mischung, das ist halt ein echter Wein. Bringt für Leib und Seele Erfrischung. Ja, aber Gräbe, ja, aber Gräbe muss es sein. Ja, oi. Jawohl. Unser Einser-Potpourri, unser berühmtes Einser-Potpourri, kann man schon fast sagen. Ich trinke die Schluckerl jetzt aus. Das so letzte Schluckerl, weil der Adi schon geschrieben hat, vergessen wir nicht, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Wir werden das jetzt noch spielen zum Abschluss. Das letzte Schluckerl ist dahin. Draußen rennt es übrigens ganz klar, das rennt. Warum? Du hast da heute das Tafel fürs Motorrad geholt schaut's wieder. aus.
Das ist jedes Jahr, seit der Klaus Motorrad fährt und das Tafel zurückgibt, jedes Jahr, wie es einmal im Gebet, er holt das Tafel und das Wetter wird schlecht. Es schneit dann noch, bin überzeugt. Natürlich. Einen Gatsch haben wir noch am Jetzt soll es da, jetzt die soll es nächsten da. Tage, irgendwann einmal, oder 2 Wochen. Das ist ja, das wissen die 2 wenigsten. Wochen, da müssen wir durch jetzt, 2 Das Wochen. ist die, wissen die wenigsten, das ist eine Haupteinnahmequelle von diversen Landwirten Mitteleuropas. Kriege ich irrsinnig viel Geld dafür, dass wenn es Die eben Stollerleg auch schon zusammen. Ja. Gott sei Links Dank, an. ey. und sagen, Klausi, du kriegst wahnsinnig viel Geld dafür, wenn du das Tafel holst, weil dann haben wir einen Ring. Länger. Und ein bisschen ausgiebiger. Ja. Und das ist halt, ja. Ist halt so, ja. In diesem Sinne, Freunde, es war uns eine große Freude, dass ihr dabei wart. Danke euch herzlichst. Dankeschön. Wie gesagt, Satzellieb hat seine ein Schmattes. Lasst ein bisschen was. Lasst ein Sonst bisschen ein bisschen Liebe da. Werbung in eigener Sache muss ich noch machen. Mach Werbung. Kommenden Samstag ist wieder soweit. Ja, 2-mal im Jahr reüssieren wir gemeinsam mit lustigen Hermann im Gasthaus Seelitsch wieder. Am Abend sind wir am Samstag gemeinsam mit lustiger Hermann und 16er Bub. Wenn ihr noch keine Karten habt, besucht euch welche. Ich werde es nicht bereuen, sage ich euch. Es wird ein leibendes Zusammentreffen sein, ein leibender Abend, ein leibendes Konzert werden. Wiener Lied und Wiener Schmäh vom Feinsten, muss ich da sagen. Absolut. In dem Sinne, wirklich nämlich. Also Und ein leibendes Lokal. Und ein leibendes Lokal beim Seelitsch noch dazu. Sehr gutes Essen. Bodenständige Küche, leibend. Alles selber, wirklich selber. Der Wirt, man gekocht kann und so. sagen, die Wirten, beide, Vater und Sohn, stehen beide noch in der Kugel. Beide sind beide in der Kugel und das ist immer sehr gut. Weltklasse. In einem Lokal. Absolut leibend, ja. Der Christian Buschel fragt, wie geht das mit dem PayPal? Das habt ihr euch jetzt verdient. Ich danke dir schön. Naja, du findest den Link in der Videobeschreibung. Du klickst, aber du müsstest halt bei PayPal Da dabei müsstest bei sein. PayPal dabei sein, ja. Sonst kannst du das so, aber du kannst einfach auf unser Konto so auch Kannst du überweisen. auch. Überweisung auch. Es ist ein IBAN, steht alles drin, wir würden uns wahnsinnig freuen. Würde uns wirklich sehr freuen. Christian Buschel, und was uns noch mehr freuen würde, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Das war Jeden nur das- Montag, 20.15 Uhr, machen wir das. Und würde uns freuen, wenn wir die wieder begrüßen dürfen, ebenso natürlich wie in Ossi. Ja. Und was die Judy aussah, sagt, die waren im TV bei Doc. Wer was? Jetzt von uns? Nein. Wenn wir im TV waren, war das Aktenzeichen XY. Ungelöst, das waren wir. Ja. Wirtshaus, Wirtshaussterben. Ja, die waren im TV, genau, das ist der Seelitsch. Ja, Haben sie erzählt, ja, dass das Filmteam da war. Ja, Christian Buschel, bin ich Weltklasse. Und wie gesagt, für ein smartes Satzergut. Ihr findet alle Varianten in der Videobeschreibung unten, die möglich sind. Wir danken euch herzlich. danke. Wünschen euch das Beste, eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, Samstag, wer Lust, Laune hat, das war wirklich leibend. Mehr Wien im Sinne von Witz, Schmäh und Melancholie, nämlich dann durch uns, durch die Musik. Das gibt es sonst nirgends mehr. Ja. Kommt hin, seid dabei, das war echt leibend. Ihr findet es alles bei uns auf der Homepage 16erburm.at. Kann ich auch noch eine. Thomas, wo ist denn Thomas? 16erburm.at. Jawohl. Jetzt sagen wir alles Liebe, alles Gute dem Adi. Adi, ja. Ja, jetzt war blöd, wenn ich sage, 10 zusammenbeißen war jetzt der falsche. Genau der falsche Der falsche Hinweis, aber du weißt, wie wir es meinen, nämlich durchaus ein bisschen verarschend, aber natürlich in erster Linie herzlichst und natürlich mit den besten Wünschen auch an die Nathalie und ein wunderschöner Liederwunsch. Mit dem enden wir heute die Pavlatschen und freuen uns aufs nächste Mal. Pfiat euch gut, wenn du aufs Heimgehen vergisst. Ja, ist das nah und trinken vorher aus. Immer klar. Das ist 16er beim Qigong, verstehst du? Ist ja oft so ein Qigong. Ne? Also bei uns ganz anders. Weltklasse. Schönes, gutes Weindel. Danke, Adi Graf. Danke. Danke an Lukas in dem Lukas, Fall. ja. Weltklasse Weindel. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, denk an deine 4 Wände, wo der Herrgott im Winter
auf die Ober schaut, jedes Bild an der Wand ist ihr lieb und vertraut. Wenn's aufs Handy vergisst, weil's allein nicht du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid, drum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn, ganz verlassen tut auf seinem Fleckerl, denn traut sich heute gar nicht heim. Weil beim Wirten, ja, da hat immer sehr viel Leute um sich, die freundlich sind. Doch daheim, da sitzt in sein Zimmer, ohne Zuspruch, Mutter-Söhn allein. Da sagt ihm zur Sperrstunde ein Freund, der's ehrlich und gut mit der meint. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil daheim niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil's allein nicht du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid, darum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Fühlt dich gut. Schöne Woche, Papa. Macht's es gut.